Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 7 auf Pelzig. Wir machen uns auch gleich auf den Weg zu der Masse, die sofort auseinander rennt. Gestern haben sie alle neigespitzelt, aber wir beide waren im Laden. Die was alte Freunde aus Kindertare, das ist köstlich. Jetzt habe ich niemand, mit dem ich mich anlegen kann. Ja, nach Hansel lasse ich jetzt mal den Frieder. Und gespeichert haben wir jo. In den Zug sollte ich. Da steht er ja schon wieder rum, der ganze Chorus. Also rein in der Zug. Schaffner sagt okay. Jo, da ist wieder der Arztsuchmann. Privatwaggon, Abgang mache. Schon wieder Raudis, was ich auch immer verklickt hab. Hast du was gesagt, Alter? Wo sind die Leute hier? Gut, dass das mal plötzlich ganz leer war. Wie das? Deswegen Typen wie dir leer. Durchstockiert, der Chorus hat neue Bomberanschläge angekündigt. Nur 3 Jahre schnellte. Ah ne, Quatsch. Nur 3 Jahre schnellte wie ich waren an so einem Tag noch mitgar. Du arbeitest für die Annelien? Ich lass mich nicht durch Gewalt abhalten und will meinen Platz auch nicht hergeben. Beret! Drauf schieße, du Glückspilz. Hallo, Dreh. Was machen wir jetzt? Kannst du nur so ruhig sein, du machst mich völlig fertig, Kerl. Der arme Kerl, der heilt sich schon die Haare raus. Sieht aus, als wenn sie mit dem Marschieren fertig. Wir fahren endlich los. Was ist unser nächstes Ziel? Hört euch mal dort wichtig, du, der Großkotz. Ich erzähl's euch. Jessie hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es da eine Platzsicherheitskontrolle gibt. Im Ausweiskontrollsystem werden alle Psyche überwacht. Shinra ist ziemlich stolz drauf. Die Annelien ist ziemlich stolz drauf. Wir können uns gefälschte Ausweise nie benutzen. Morgen willkommen in der Ludwigshafer Bahngesellschaft. Ankunft in Sektor 11 um 4 um 11:45 Uhr, beziehungsweise um 3:12 Uhr. Das heißt, wir haben nur noch 3 Minuten bis zu der Ausweiskontrolle. In 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar. Lädst du sich wieder hier in Graf Rotz? Wolk, hierher, lass uns mal einen Blick auf die Schienennetzmonitor werfen. Na gut. Ihre Landstreicher? Bist du endlich, der mich besucht und Marit? Die gefunde Socke. 9-mal kluger Supersoldat. Ich kenne schon gegen den Reaktor 5, oder? Das wurde eine Erklärung her. Sieht aus, als hätte ich das schon mal gesehen. Schon gut, komm ein bisschen näher. Ups. Das sieht komisch aus, was man Kontrollpunkt bist ein bisschen weiter unten sein. Sicherheitsalarmstufe A, nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung, Sicherheitsstufe A, nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Was ist denn da los? Was geht denn da ab? Wir sitzen in der Patsch. Ich erkläre es später. Schnell in die nächste Woche. Oh, leck mich doch gerade am Kimmel. Jemand hat's verschissen. Nicht identifizierte Passagiere in Waggon 1. Verriegelung wird vorbereitet. Nix wie weg, aber hoppla. Waggon 1 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 2. Schnell. Verriegeln gleich die Tür. Lauf einfach. Nicht identifizierte Passagiere in Wagen 2. Sperrung wird vorbereitet. Jetzt Zeit für Plan B. Ja, 40 Sekunden, nichts geht weg.
Waggon 2 verriegelt, Übergang zur Alarmstufe 3. Alles klar. Noch nicht, die beginnen mit der neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Aber keine Angst, wenn wir immer einen neuen Waggon nach vorne gehen, müssten wir es packen. Das ist ach, großartig wieder. Ich identifiziere Passagiere auf dem Weg nach vorne. Aufenthaltsort wird ermittelt. Boah, du Halbstarker. So. Waggon 3 verriegelt, Übergang zur Alarmstufe 4. Furchtbar, die Wegelager, also das kriegen die nicht aus. Waggon 4 verriegelt, Übergang zur höchsten Alarmstufe. Na, kommen wir nicht hier durch? Alles klar, wir haben es geschafft. Dieses so ganz schlecht verkleiden. Hier lang. Cool, wir machen hier einen Absprung. Grüßlich, hä? Jetzt ist es zu spät, um sich darüber Gedanken zu machen, warum bist du mitgekommen? Hey, jetzt will du fahrt noch, ja, Zeit, jetzt aber nicht. Okay. Na, Allah, ich hab mich entschieden. Pass gut auf, ich spring. Hui. Ist der Reich, wenn ich zuerst gehe. Ja, Führer bleibt immer bis zum Schluss. Kümmer dich nicht um mich. Los, raus mit dir. Mann, pass auf, dass dein Deckel immer kauscht. Das ist nur der Anfang von der Mission. Bis nachher kümmert euch um den Rest. Na, Allah. Okay. Gut, soweit läuft alles nach Plan. Smooth Jazzmusik dazu. Unbedingt aufpassen, bis wir am Reaktor von Sektor 5 sind. Big Swedge und Jesse haben alles vorbereitet. Alla los, jetzt! Reaktor ist am Ende von dem Tunnel. Gut, wir rennen mit zusammen. Wir rennen natürlich in die genau entgegengesetzte Richtung. Aber, oh, natürlich immer wieder Zufallskämpfer. Wir sind erstmal zu dritt gegen illustre Alarmsysteme, die mit auf der Schiene sind offenbar. Die Tifa kämpft nur mit ihrer Fäuste. Also, die dürften man zu zweit immer knacken können. Raketenwerfer. 45 Schade. Nicht schlecht. Noch ein schlechter Eltern. Ja, nicht schlecht, wenn man mit der pure Feuchte auf so Dinger drauf knüppeln kann. Nicht verkehrt. Level 6 hat sie die Tifa. Diese smooth Jazzmusik, hervorragend. Die Lichtstrahler sind die Sicherheitssysteme von der Annalene, da kennt man nicht durch. Also ganz schön kleines Loch. Da soll ich mich nicht quetschen, um unter die Platz zu kommen. Nee. Hey, warte, was machst denn du? Ich guck mal rein. In Ruhe geht's Hinderlisse, da müssten wir gleich durchkommen. Ja, das Rohr runterkriechen, wenn wir nicht mehr draufkommen können. Mach hier, die Wache werden uns noch sehen. Oh, look, du musst los. Na gut. Verdammt nochmal, das Ding macht mir Angst. Okay, da quetschen wir uns jetzt doch zu dritt durch. Und eine Äther, das füllt... Was füllt ein Äther nochmal auf? Muss ich jetzt gerade mal reingucken. Stellt 100 MP her. Okay, das füllt unser Zauberenergie wieder auf. Ich liebe einfach die Final Fantasy VII Musik. Der ist große Klasse, der Soundtrack. Man muss auch dazu sagen, Final Fantasy 1 bis 5, das waren die klassischen Super Nintendo Rollenspieler.
Final Fantasy VII war das erste, was tatsächlich in 3D-Grafik war. Man muss halt sagen, dass man mit so Chibi-Figuren, also so etwas niedliche, comicartige Männler in der Welt rumläuft, wie man es ja auch so sieht. Aber im Kampf sind die Charaktere tatsächlich erstmals 3D animiert. Das war damals ein riesiger, gewaltiger Fortschritt und eine Revolution. Und ich finde es auch von 1997 absolut große Klasse immer noch. Ich mag den Teil immer noch unglaublich gern, aber ich war auch immer zu faul, um mal PlayStation 2 wieder zu schließen, wo ich dann Final Fantasy drauf hätte spielen können. PlayStation 1 habe ich ja selber nie besessen. Bin erst ab der 2 dazu gekommen und bin seitdem der PlayStation treu geblieben und spiele jetzt auch alles auf der PlayStation 4 von Let's Plays. Und ja, Final Fantasy VII war damals so einer von den Durchbruchspielen, weil erstmals aus 2D in der Final Fantasy Reihe tatsächlich 3D-Woche ist. Das war damals ein gigantischer Erfolg. Und ach, was die Story angeht, das Spiel geht dazu auch noch ewig lang. Das ist wirklich ein Spiel, was man in 2-3 Stunden durchgespielt hat. Das dauert ewig und 3 Tage und es hat eine großartige Geschichte, die jetzt wirklich nur in der absoluten Anfänge steckt, wo wir uns hier bewegen. Was wir hier derzeit spielen, das ist der Prolog maximal. Das ist winzig. Es wird sich uns noch definitiv eine Geschichte offenbaren, die extrem gut ist. Und das ist so eine Sache, die ich an den Spielen aus den 90er Jahren echt vermisse, oder bei heutigen Spielen sehr vermisse. Es ist ewig lang das Spiel mehr erschienen, meiner Meinung nach, was... hoppla! Er greift die Cloud an, das war nicht so clever. Ich habe anscheinend mich verdrückt. Und ja, es gab meiner Meinung nach in den 90er Jahren nur relativ flache Spiele, beziehungsweise Spiele mit nur wenig Handlung. Und eine wirklich ganz große, was Story und Handlung angeht, ist meiner Meinung nach The Last of Us. Das war mit einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder ein Spiel mit einer richtig geilen Story. Und gerade die Spiele in den 90er Jahren haben es meiner Meinung nach tierisch drauf gehabt, mit Story zu überzeugen. Ach, wenn die Grafik teilweise echt nicht so gut war, aber für die damaligen Verhältnisse spitze war. Wolke entlang zum Reaktor geht's die Leder hoch. Und ja, ich erinnere mich doch nur voller Liebe und voller wunderschöner Gedanken an alte Super Nintendo Klassiker wie Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time, Terranigma, das war Lufia natürlich, das waren die Spiele meiner Kindheit. Und erst erheblich später kamen dann solche Spiele raus, die in meiner Kindheit schon wirklich Next Generation Spiele waren. Da ich 1988er Baujahr bin, bin ich absolutes Kind der 90er Jahre, muss ich dazu sagen. Deswegen, da komme ich hoch. Deswegen, ja, ich liebe solche Retro-Spiele und solche Sachen, die mich einfach wieder in die 90er Jahre entführen. Es ist für mich persönlich absolut großartig und ich lieb's total. Trank. Sorry, das Problem mit dem Ausweis im Zug, das war mein Fehler. Ich hab einen besonderen Ausweis für dich gemacht. Ein Fehler. Ich hab mal so nie war, ich hab versagt. Und ja, das sind die Sachen aus meiner Kindheit, die ich bis heute noch absolut schätze und lieb und die ich mal sehr gern als Let's Plays angucke und mich jetzt umso mehr freue, das Ganze selber als Let's Play machen zu können. Zelt. So, damit können wir auch was Besonderes machen. Und zwar können wir, wenn wir in Objekte gehen, auf Zelt gehen, stellt HP und MP wieder her. Das können wir nur auf solche Speicherplätze machen. Und ich mache das jetzt gerade mal für euch, so. Und das kann nur hier gemacht werden. Zählt dann in dem Fall so viel, als würden sie hier campieren und übernachten. So, jetzt haben wir wieder gespeichert. Ach Gott, ja. Jetzt
ziehen uns jetzt zurück, wir treffen uns im Versteck. Wolf, wir verlassen uns drauf, dass der Reaktor in die Luft jagst. Ja, und solche alte Spiele sind immer noch oldie but goldie, wie ich finde. Die haben damals auch so viel Geschichte gehabt, diese ganzen Spiele, die ich aufgezählt habe. Aber auch zum Beispiel altes Computerspiel, was ich auch immer noch bis heute lieb, Baldur's Gate und Baldur's Gate 2. Das sind immer noch meiner Meinung nach die ganz große Titel ihrer Zeit. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich die Dinger liebe. So habe ich jetzt etwas verballert. Sie macht einen Fausthaare. Okay, das gibt sonst nur einen normalen Schlag. Die Limit-Attacke. Und wenn ich dann das Yeah erwischt, dann macht sie einen Crit. Und zwar einer, der es richtig in sich hat. Weg. Ah, jetzt habe ich noch den Alter ausgewählt. Der Washing, aber weil der Himmel steht, kriegt er wendig, ja, genauso wie der. Es kommt Zeit, dass man ein bisschen zaubern. Sie kann sowieso mal angreifen. Es wird Zeit, dass hier noch ein bisschen gezaubert wird. Ich möchte an der Stelle auch noch auf jemanden verweisen. Smooth McGroove hieß der, glaube ich, oder Groove McSmooth. Der Mann ist auf YouTube sehr bekannt. Der macht Spielemusik a cappella. Der nimmt sich aus verschiedenen Positionen auf, oder beziehungsweise hat verschiedene Parts von einem Lied und macht alles nur mit ba, ba, ba und so weiter. Damit macht der Mann solche Soundtrack-Musik noch und es gibt auch von ihm eine a cappella-Version zur der Final Fantasy Kampfmusik. Ich werde das Video nochmal verlinken und ihr findet es auf jeden Fall in der Beschreibung, wenn nicht auch nochmal als Einblendung im Video selbst. Also ich kann wirklich nur sagen, der Mann ist absolut großartig. Ich liebe das, dem Kerl zuzuhören und der macht das so großartig und muss an der Stelle einfach nur eine kleine Schleichwerbung machen, weil der Mann es einfach nur verdient hat. Weil es jetzt mit Final Fantasy VII natürlich wieder so perfekt passt. Und ich habe seine A Cappella-Versionen von solchen Lieder so lang im Kopf gehabt als Ohrwurm. Unter anderem, was ihr als allerletzte Melodie in dem Spiel hören werden beim Bosskampf, ist das Thema One-Winged Angel. Ach, das macht der A Cappella und ich krieg jedes Mal Gänsehaut, wie der das macht. Das ist so viel Mühe, die der Mann in sein Video steckt. Und so viel Arbeit für bis zu maximal 7 Minuten Videos und dafür lohnt sich das echt. Der Mann ist absolute Spitze. Da musste ich jetzt wirklich mal kurze Werbung machen für ihn. Ja, ich wollte auch noch was anderes machen. Und zwar wird es Zeit, dass wir noch Heilung verwenden. Die Heilung setzen wir alle auf, bis wir hier unten bei dem Speicherpunkt angelangen. Auch wenn es jetzt ein paar Minuten wieder kürzer ist, ihr liebe Leute, an der Stelle trennen sich wieder unsere Wege für heute und ich jetzt sage, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Final Fantasy VII auf Penzig. Meiner Meinung nach ein wunderschönes Projekt, was ich jetzt schon absolut lieb und großartig finde. Ich bin so hin und weg von dem Spiel und es erinnert mich einfach wieder so sehr an meine Kindheit und was ich mir damals mit meinem ersten hart verdienten Geld selber gekauft habe. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle, machen's gut, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Geht's weiter in Reaktor 5 und mal gucken, was uns da erwartet wird. Machen's gut, bis morgen. Iron Yankee.